Und weiter geht's hier in der epischen Schlacht bei Fire Emblem Fates Vermächtnis. Ja, ich muss leider jetzt ein bisschen abrupt beenden, weil plötzlich war mein Akku alle. Auch nicht schlecht, wenn plötzlich da alles rot blinkt und du so Du denkst dir so, hä, Moment mal, das kann mal der dritte Part, den du aufnimmst, kann gar nicht sein, vorher war der Akku noch fast voll. Naja, 3DS eben. So, waren wir überhaupt stehen geblieben, ist wieder 2-3 Stunden für mich gerade her. Ach, er wollte testen, war genau. Wie viel Damage ich mache? Alter, ist schon wahnsinnig, war Drachenstein nur erstmal nur 8 Schaden und zweitens will nur einmal angreifen. Was zum Henker? Gut, weg mit ihm. Da fragen wir doch glatt, ob ich irgendwann mal noch so ein, naja, Drachenstein Plus kriege. War früher eigentlich noch öfters der Fall und ganz ehrlich, also das ist, ein bisschen stärker, cool. Gut, wir sind ja sowas in einem Arcade, aber trotzdem. Gute Frage. Rettung, wollen wir ganz kurz. Ich will das eigentlich anders machen. Ich will sie am liebsten hierhin parkieren und dann wird es noch funktionieren. Okay. Oder halt angreifen, weil er kommt immerhin bis hierhin, wa? Würde er abhauen? Ich hoffe nicht, weil Tempofedern gelten da trotzdem gerne. Was soll er sonst hin? Hier von Treppen kommen neue Truppen, die verschwinden nicht dahin. Was soll er sonst hin? War irgendwie ja, doch hier, war. Man ist Ebene, nichts für ihn unpassierbar. Da könnte es eher sein. Aber ist mal zu riskant, ganz ehrlich. Aber doch nicht. Ach Mensch, es ist so schwierig. Und mit dem Ochsengeist bringt natürlich auch nichts. Oh doch. Wundert mich gerade ein wenig. Hä? Trotzdem, beides Magier, wieso? Verwirrung. Ja gut. Aber wir müssen beide treffen. Der Geist des Ochsen. Ja, ist natürlich geil, wenn man solche Truppen hat, so Klerikerin oder Kleriker wohl eher, aber ich hätte trotzdem gerne mal ab und zu noch eine richtige Magiereinheit. Okay, der wird für ihn. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wa? Das kriegt ihr hier so hin, das dürfte kein Problem sein. Achso, er hat sich bereits bewegt, yo. Jetzt muss er die beiden natürlich hinkriegen, sonst ist doof. Der macht so viel Damage. Das ist bereits da, jo. Immerhin schon mal geschwächt, darf man nicht unterschätzen. Jetzt kommt der mit dem Ochsengeist nochmal. Jo! 78 nicht getroffen, ja gut. Kann passieren, soll natürlich nicht, aber hey. So. Kiefernzweig. Das ist ein scheiß Kiefernzweig, ey. Oh, Langschwerner-Variante. Oh, ja, geht gar nicht. Ich brauche eine Truppe neben mir. Vielleicht Case. Hast du vielleicht noch einen Case offen? Versteht ihr? Nö, ja gut, dann eben nicht. So, ich schicke doch sie mal noch mit. Ich weiß, ich bin da bereits ein bisschen vorschnell. Ganz ehrlich. Die beiden machen das schon. So. Alter, die Power, ey. 22 macht die. It looks like a win. Ja, du hast gewinnt. Mein klar, Stärke 13. Gut, Stahlnaginat natürlich noch. Die hat echt eine Power. Verbündeten. Ich muss mal die Roshan reinsetzen, wa? Die Tank des Gegners sinkt um 6. Das ist so krass, ey. Nebenbei ihr sinkt. Ja, die Resistenz sinkt, also die beiden in Kombination können jeden Gegner schwächen. Vor allem natürlich Bossgegner wären natürlich episch so. Noch nochmal hin. Ah ja, genau. Stahlschwert, nö, wenn schon wieder mal.
Eben noch Rang D da mit dem... Ja, da ist doof mit dem Speer. I won't forget this. Ja, ich werde das auch nicht vergessen. Jo, Resistenz sogar noch ein bisschen geil. Er hat zwar, wie ich finde, ein bisschen wenig Speed. Für so einen Reiter nur 12 ist relativ wenig. Meiner Ansicht nach, aber okay. So, wo ich mit ihm war. Als nächste Frage, dann Blütenfest. Oh. Will mal aufbrauchen, wa? Wäre auch ganz geil. Eieiei, ja, das wäre geil. So. Abhauen darf eben nicht. Ja, okay. Die Frage, stelle ich jetzt die beiden hier rauf oder lass es mal so? Weil die beiden ist klar, lass ich so, weil es gutes Training. War gerade eigentlich hier meine Heilerin. Ah, da ist sie ja, Felicia. Okay, zum ihm empfangen, wa? Die Frage ist überhaupt nötig. Weil kann ja theoretisch hier warten. Ah, ich stelle es trotzdem mal so hin. Gut. Jetzt haben wir den, das dürfte für sie überhaupt kein Problem sein. Oh, verdammter Mist. Sieht schon ja gut, klar, greift es einmal an, aber nehme ich es trotzdem reichen. Okay, let's go. Seht ihr? I won't Klappt doch. fail again. Jo, ja gut, ich weiß, unsere Schwester ist nicht gerade die stärkste von den Werten her. Aber Geschwindigkeit, Verteidigungsresistenz ist einfach nur top. Das ist so krass. Ich mach mich ja schon fast nass. We won't give up. Sehr gut, ja, ich weiß. Dann nochmal, zack, ein bisschen singen. I'm singing in the rain. Very much appreciated. Ja gut, vielleicht mache ich es ein bisschen übertrieben, Freunde, weil ihr könnt es noch viel einfacher haben. Nicht Rettung. So, jetzt. Also einfacher im Sinne von, dass ich natürlich schneller durchwasche. Aber warum? Wollen natürlich das Maximum rausholen. So, ihr bleibt also hier. Ja, trotzdem immer noch eine Heilerin hier wäre, aber gut. Lassen wir das. Nur noch die, wa? Jo, Hinoka geht schon mal hier hin. In Angriffsposition, falls nötig wird. Sei so, sei so nett, lieber sei so. Ah, die packen das schon, die beiden. Die sind stark und sonst relativ schnell mit Felicia wieder unten. Jo, wenn man sagen, dann warte ich sie, wa? Schnell noch, wenn er bitten darf. 5 Damage immerhin. So, jetzt singt er mal seine Defense. I'll do my best. Here we go. I do my best too. Extinguished. Was? Extinction? Was denn das? Kann man das essen? Klingt nicht gerade sehr gesund. So, wie gesagt, muss ganz kurz weg. Weil es ja heilen soll und... So, kaum. Ist ja kaum was passiert. Und weg mit dir. No dying on me. Woohoo! Ah, man merkt, es läuft nicht mehr so gut, wa? Ab Level 10 kriegt sowieso weniger Erfahrungspunkte. Naja. Also ich gerade überlegt, ob es vielleicht ein bisschen mehr Damage machen würde. Jo. Greift natürlich so an, wa? Da wird sogar der Rattengeist reichen. Aber erstmal gucken. Alter. Die machen trotzdem relativ viel Schaden bei mir. Das sehe ich nicht so gerne. Let's go. Erstmal unsere Klerikerin, die soll das Ganze klären. Fortune favors me. Wollte nur sagen, das ist wohl daneben. Das wäre dann scheiße gewesen.
to help you. I won't surrender! Dragon Fang! Was bringt das jetzt? Sorry! Sorry, was, nur 8 Schaden? Mann, 8 Erfahrungspunkte, Entschuldigung. Das ist so seltsam, und eigentlich müsste ich ja... Oh, wie war das jetzt? Ja, gut, das natürlich schon, aber auf jedem Gebiet ist einer erhält 20% mehr Erfahrung. Da merke ich jetzt gar nichts. Voll verarscht. Nee, lohnt sich noch nicht. So. Wir müssen nachher hoch, wa? Aber egal. Wir haben noch den Gesetzlosen hier. Das wäre ein guter Job für euch beide in Combination. Und weg ist er. Aber eigentlich sollst du die Erfahrungspunkte kriegen. Ja. Es lag uns, wenn man es gerne hätte. War aber ein Crit jetzt ganz nett gewesen. Was ja? Oh, kurz ein Level Up, gut. Okay. Naginata ist schwächer als Pfeil und Bogen. Na gut, gibt dir irgendwie Sinn. What? Ach, mehr, wieso? Es sind 3 Punkte gewesen. Kameradschaft wurde gelernt. Yo! 1000 Gold erhalten, 5000, dankeschön. 20 Feldern ist. Das lobe ich mir. Weil, ich überlege gerade, wie hieß das schon wieder? Scheiße, weiß ich den Namen nicht mehr. Ebenfalls die erste Pegasus-Ritter, die man in Awakening bekommt, hat ja eine ähnliche Fähigkeit. Ah, jetzt ist natürlich links oben, war. Von künstlichen Geblüten und so weiter. Hier drauf mal zu heilen, aber nö. So, wie es aussieht, kommt da keiner mehr. Schade. Warte mal. Das Rang. Was sind wir noch? Ah, da ist auch schon Rang C. Kann man einen Stahlschuriken nehmen. Die 4 finde ich schon noch geil. Ich glaube echt, die Nat trainiere ich jetzt nicht, weil. Oder machen andere einer aus ihm. Mein Kollege, der hat viel Stärke, Geschwindigkeit. Ich finde, er hat Fähigkeiten 9. Da ist für einen Samurai, wie ich finde, gegen Crit und so weiter, ein bisschen wenig. Ja, ich bin ziemlich sicher, aus ihm machen wir eine neue Einheit. Die Frage ist bloß, welche. Was der Vorteil? Das ist eigentlich immer praktisch. Dreifachhieb. Schaden für Gegner, wenn durch Angriff von Schwert, Lanz, Axtkappe nur 50% fallen. Dualisten, Angriff anleitet. Wir müssen gucken, wenn es soweit ist. Da kommen noch ein paar. Offenbar nicht. Zurückziehen. So. I'm singing for you the whole day. Ja, ich denke, regelmäßig trainieren werde ich sicher offscreen machen. Ebenso mit im Sinne von wieder zurückgehen zu alten Orten und so weiter. Aber das erste Mal noch nicht, dann machen wir sicher noch onscreen einfach mal zum Gucken, wie es genau aussehen würde. Ne, wie gesagt, bei uns noch nicht. Das kann ich nachher bei ihr machen. Oder eher bei ihnen. Gut, fangen wir schon mal an, wa? Wir haben alle Truhen gemacht. Jetzt. Die sind ja Feuer und Flamme für uns, wa? Wen schicke ich da? Der hat noch für meinen Geschmack zu wenig Resistenz, um sich da vorzuwagen. Ja, kann ich irgendwie kombinieren vielleicht? Nur mehr Geschwindigkeit, doof. Immerhin, der Typ wäre fast weg, wenn ich so kombiniere. Verdammt. Kombi. Das ist wirklich kein Glück. Ich greife ihn noch nicht zweimal an? Was soll denn der Quatsch? Hä? Geschwindigkeit 16. Der hat 6, ich greife trotzdem nicht zweimal an? Was soll denn der Quatsch? Da muss es irgendwie noch ein anderes Wertungssystem geben. 10 Schaden geht aber noch.
durch die Mauer hindurch. Zup, durch die Mauer hindurch. Ja, Silas, ich hätte dich gerne noch auf Level 10, bevor wir hier rausgehen. Das noch realistisch ist, Freunde. Kann der so weit angreifen? Nö. Der immer noch? Der Dunkelmagier da? Dann fällt das für die Weite. Hm. So, mal zur Unterstützung. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Das war's schon? Sieht so aus, wa? Vergiss es! Voll in deine Fresse. Oh, Ochi, die heilt sich dank ihrer Fähigkeit. Nee. Hä? Voll übersehen. So, was stehen geblieben? Genau, jetzt sind die ja da. Ja, komm, der darf auch noch. Level 10 für Case. Your battle has ended. Fähigkeit, Geschwindigkeit. Jo, Resistenz, okay. Vergifte Klinge wurde gelernt. Oh, was das? Ein Kampf, der diese Einheit einleitet. Alter! Das ist ja mal richtig fett. Ich sag jetzt mal nur Level. Ja, das wird eigentlich reichen für ein Level Up, wa? Man kriegt relativ viele Erfahrungspunkte. Nein, verdammt. Markiert. Egal. Wir haben unseren Samurai. Direkt weiter angreifen? Das wäre so geil gewesen. Hehe. 21 KP. Ja, jetzt halt die Frage, wie kommen wir jetzt da weg, wa? Also, weg natürlich, wie kann ich den jetzt doch noch angreifen? Sie ist dummerweise erst da. Dann heil sie mal mit ihrer Wurfkeule. Ja, Orochi, unsere Klerikerin. Sakura! Fällt mir gerade ein, wir haben jetzt eigentlich 4 Einheiten. War Königin Geblüts, wir haben mich selbst, wir haben Sakura, wir haben Asura und wir haben Hinoka. Ich muss unbedingt dran denken, dass ich mit allen 4 diese Drachenadern aktivieren kann. Das vergesse ich immer wieder, Freunde. Mühsam, ich weiß. Ja, ist ihm noch eher Level 6, aber wenn es halt nur heilen kann, dauert es eben länger. Das ist leider schon immer so gewesen. Ja, wenn du triffst, wär's geil. Das ist sogar sehr geil. So, kurz im Level Up. Er ebenso, ebenfalls einmal angreifen haben sie es. Jetzt war Level 10. Er ist auch Level 10. Sie ist auch Level 10. Gut. Das Mühlen ja irgendwie. Plus bei kritischen Treffen Bonusschaden. Leck mich am Arsch.
Ich denke mal, Kombi-Angriff von den beiden war, um ihn zu schwächen und dann, good luck. Jetzt trotzdem mal ganz kurz mit Sakura hier raus, um es zu aktivieren. Lustigerweise. Seht ihr das? Der macht 0 Schaden. Ja klar, wenn der Kritz... Macht er dann extra noch ein bisschen mehr Schaden? Alter. Wie stark sie einfach ist. Gut, er hat nur 14 Magie. Pff. Schwächling. Er macht dich platt, Mann. Oh, der macht ein bisschen mehr Damage. Alter, der hat eine Crit-Chance. Das ist ja ziemlich uncool. Ja, komm, dann lass den raus. Momentan sowieso nichts. Hat er noch irgendwie eine magische Verstärkung? Okay, ist eigentlich auch schon ziemlich cool. Wie wäre es noch bei ihm mit Kombi? Ein bisschen mehr Magie. Ja, wieso eigentlich nicht, wa? Oh. Vielleicht deswegen, weil er trotzdem weg wäre. Scheiße. Gibt Erfahrungspunkte. Wenn auch ziemlich wenig. Dann nochmal ganz kurz so. Und du aktivierst bitte die Drachenader. Damit der Baum uns alle heilt. Dankeschön. Eigentlich nicht ganz, wa? Aber es besser funktioniert, ist eine andere Frage. I got it covered. Vielen Dank auch. Ja, bringt so nichts, Leute. Das ist viel zu gefährlich. Ja. Nee, sieht doof aus. Eine ziemlich hohe Crit-Chance. Ja, ein Treffer weg sind sie. Das lohnt sich irgendwie nicht wirklich. Alter, die treffen sowas von gar nichts. Und ich treffe irgendwie auch kaum. Alter, was ist hier los? Dann gibt es noch eine Lösung. Ja, ich muss es so machen. Alles andere nicht trifft, dann. Ich sehe, du bist bereit zu sterben. Das werde ich genießen. Nö, wirst du nicht. Ja. You're not ready for this. Ja, für den sieht's nicht gut aus. Haben wir irgendjemanden hier, der ein bisschen treffen würde? Ah, plötzlich macht er Damage, natürlich. Und ich meine, ich darf ja durchaus etwas riskieren, weil auch wenn die Einheiten sterben würden, es würde von dem her keinen Unterschied machen, sie kehren sowieso zurück. Das wird sie noch überleben. Ich meine, Hinoka könnte auch noch angreifen. Ist noch interessant, wa? Wenn man so überlegt. Aber komm, er bringt überhaupt nichts. Oder doch irgendwie noch so.
Nee. Das Problem ist, also zweimal Treffen ist relativ wahrscheinlich, aber dass er einmal trifft und crittet, leider auch. Mit 27% und ganz ehrlich, bin ich weg. Geh ich Risiko ein? Nö. Ich singe noch ein wenig und dann sollen die Geschwister das erledigen. So, sogar wieder Part vorbei. Da kann vielleicht ich wieder mal, weil ich habe schon lange nichts mehr gelevelt. Oh, verdammt, da gibt's einfach nicht, ey. Das Problem ist, wenn ich krepiere, ist die Schlacht vorbei, also geht auch nicht. Nee, komm, mach mal so. Finish him off. Ein Crit wäre schön. Aber geht auch so. Ah, was haben wir denn dabei gedacht? Keine Ahnung. Meistersiegel erhalten! Rinke und Oboro! Jo, die haben sie noch reingehauen. Das Spiel ist vorbei, Zola. Sag uns, wo du Isana gefangen hältst. Nein! Was meinst du mit Nein? Du bist geschlagen. Wie naiv ihr seid, wenn ich für das Leben nie gelebt habe. Lieber sterbe ich, als euch irgendwas zu geben. Glücklicherweise muss das auch nicht. Pa! Nur so eine Art Rauchschleier. Volltreffer, bis zum nächsten Mal, ihr Narren. Yes. Tschüssikowski. Was ist los? Was macht ihr da? Lasst mich los. No. Nein. Leo! Leo! Leo, was machst du denn hier? Acceptable fool! Ah, Sola. Du hast unser Königreich das letzte Mal in den Schmutz gezogen. Milord, bitte, ihr meint das doch nicht so. Ihr wollt nur meine Würde wahren. Würde? Was heißt du schon davon? Du bist ja fertig. Nein! Hey, Leo, was hast du vor? Sola ist ein Monster. Ich mach die Welt zu einem besseren Ort. Aber es ist einer der deinen. Du kannst deinen Landsmann doch kein Leid antun. Wieso sollte ich auf einen Verräter wie dich hören? Du hast uns verlassen. Du hast kein Recht mehr zu sagen, was ich tun kann. Leo, bitte. Ah, na schön, bei all diesen erbärmlichen Narren, wenn du ihn so magst. Leb wohl, Michael. Du wirst irgendwann für das bezahlen, was du getan hast. Ja, was haben wir denn getan? Ich habe noch nie so eine Demonstration von Macht gesehen. Yes. Milord Leo ist ein begabter Dunkelmagier. Er wird in Noor gefürchtet und respektiert. Er hat sich verändert, seitdem ich ihn das letzte Mal dort sah. Der Leo, den ich kannte, den ich kenne, ist nett und neugierig und manchmal tollpatschig. Ich frage mich, was wohl mit ihm geschehen ist. Für das werden wir dann vermutlich in Herrschaft erleben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass König Garen damit was zu tun hat. Der Arsch mit Ohren. oh my hero! Juhu, ja, mich gerettet, das schreit nach einem Festmahl. Ha, besser wir fahren die ganze Nacht, tragen Nachthemden und essen Bobos. Los geht's, Isana ist zu allem bereit. Ist das immer noch Sola? Nö, aber ich denke, wir unterschätzen Solas Izama-Imitation. Erzherzog Isana, bevor wir zu den Bobos kommen, habe ich noch ein paar Fragen. Wisst ihr von Kämpfen mit Nuren hier in der Nähe? Oh, ja, definitiv. Das sind ja solche Spielverderber. Wir hörten gerade Musik und wurden massiert. Und dann hörte der aus eine Explosion oder sowas in der Art. Ich wollte nachsehen und dann haben sie mich gefangen. Ich trug immer noch meinen seinen Schlafanzug. Wie auch sei, hier in Izuma geht es uns um Friede, Freude und Eierkuchen. Also haben wir nicht gerade eine erstklassige militärische Streitmacht. Ich weiß nicht, was danach geschah. Ich war in meinem eigenen Gefängnis. Glücklicherweise hat er die Zellen mit Samtbezügen und Duftkerzen ausgestattet. Ich habe so gut geschlafen, schon lange nicht mehr. Tut mir leid, dass ihr so leiden musstet und dass wir das mithören mussten. Winterheld von Noah, ein neutrales Reich auszunutzen. Erzherzog Isana, ich weiß, wir warten in seiner luxuriösen Einzelzelle. Wisst ihr vielleicht etwas über meine Brüder Ryoma und Takumi? Nun, ich hörte von ihnen, das ist doch schon mal was, nicht wahr? Ich hörte, dass die Schlacht bis zur bodenlosen Schlucht geführt wurde. Vielleicht sind sie dort hineingefallen. Oh nein, bitte nicht! Stay strong. Also zusammen, Sakura. Es ist nicht die Art deiner Brüder, einfach in eine Schlucht zu fallen. Wir müssen einfach daran glauben, dass beide gesund und munter sind. Verzeih, das war unhöflich von mir, solltest du vermuten. Diese Schlucht ist aber auch so tückisch, richtig gehend gefährlich. Nun ja, vielleicht kann ich helfen, indem ich deine Zukunft voraussage. Ich bin Wahrsager gegenüber sehr skeptisch, aber dieser Königreich daher. Genau, und der Nachfahre der Götter, also eine tolle Kombination. Nun gut, los geht's. Oh, jetzt kommt's.
Oh, ihr alten Götter, was gibt's Neues? Ich bitte euch, antwortet mir. Oh, ich empfange etwas. Eine Hand greift durch das weiße Licht. Eine doppelte Klinge, dein Herz entzwei bricht. Erwache, sie Träume verschwommen, heiße neuen Tag willkommen. Ist es möglich? Well, Das war alles? Nee, nicht So, bin fertig. Das war's schon? Finde ich aber auch. you silly goose. Ja, ich bin nur der Überbringer. Na gut, lassen wir Come das. on now. Das klingt gut, ich brauche dringend etwas Spritziges zu trinken. Vielleicht komme ich mir in die Sauna. Ja, eigentlich schon. Übrigens war Asura gerade ein bisschen verstört. Ich würde das so gerne glauben. Ich schwöre auf die goldene Statue meiner selbst, es geht ihm gut. Machen wir lieber auf. Muss ich es doch. Komm gerne wieder, dann machen wir einen Toga-Feier. Ja. Das will, glaube ich, keiner wissen, was das ist. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, was Susanna vorausgesagt hat. Deine Worte waren so poetisch, eine doppelte Klinge. Heiße neuen Tag, willkommen. Michael, ich muss mit dir reden. Ja, und was Asura uns zu sagen hat, das will es mir. Sehen wir in der nächsten Episode hier bei Fire Emblem Fates Vermächtnis. Danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.